Ach Freunde, was sollen wir bloß tun? Es ist eine Zwickmühle. Sollen wir Edwards politische Gefangene plus den Brief übergeben? Was bedeuten würde, ich meine, das sind eigentlich Freunde unseres Vaters. Und ja, die einfach übergeben. Ich meine, ist es wirklich klug oder ist es doof? Man ist schuldig bis zum Beweis des Gegenteils. Okay. Sie kommen ganz leicht davon. Da habe ich so meine Zweifel, was der Wäre ich eigentlich von will. dir abhängig, wäre ich jetzt so gut wie verloren. Ich meine, der Typ sieht Der nicht sehr Pflicht entrinnt man nicht. Glauben Sie mir, wir haben es alle versucht. schön. Jedwede Unterstützung vermag es, die Kreise ihrer Majestät zu beeinflussen. Und ab geht die Post. Und ab geht die Luzi. Ja, Leute, kein Plan. Wir machen erstmal die Quests hier, wa? Und dann entscheiden wir uns, ob wir da ja, die Gefangenen abgeben und das Briefgeheimnis wahren sollen oder lieber halt Edwards Brief lesen sollen, ne? Hat alles seine Vor- und Nachteile, finde ich zumindest. Da stören sie ein Kanonenboot. Weil es genau wieder so ein Thema ist. Ich meine, woher wissen wir, dass diejenigen, die auf dem Kanonenboot sind, Schrägstrich es entführt haben, dass das wirklich böse Leute sind? Wer sagt das? Eine unbesiedelte Insel, geil, die will ich. Paprika, Trauben und Hopfen, da ist der Hopfen und Malz verloren. Wie bei meinen Sprüchen. Also, nichts Neues. Oh, was hier? Ich wittere hier etwas. Wittere ich hier etwa ein Kanonenboot? Ja. Verzeihung? Schiff unter Beschuss. Das ist nicht gut. Wir müssen zuerst feuern. Tun wir bereit. In unserer stolzen Flagge. Wieso ist die Flagge anders? Ich habe eine ganz andere Flagge gewählt. Achso, nee, ist gar nicht unser Schiff eigentlich. Bye, bye. Sieg! Auf ganzer Linie. Okay, wir bergen mal, Tolle Warnung. So, Questlog. Irgendwie auch vergrößern, wie es bei 14.04 noch der Fall war. Ne, das geht hier nicht. Gut, dann wirklich nötig. Jetzt haben wir hier die Häftlinge. Wir haben die Häftlinge, wir haben die Häftlinge, ganz einfach, oder ganz ehrlich, das ist doch alles scheiße. So noch 26 Tonnen Ziegelstein liefern, eigentlich kein Problem, aber ich öffne erstmal den Brief. Sehr verehrter Direktor Blackworth, mir zu den Mitverschwörern des Verräters Samuel, Verbrechen und Strafen wie folgt. Ernest Sterling, Gebrauch unflätiger Sprache, 16 Jahre Zwangsarbeit. Pff. Ganz ehrlich, sowas von bescheuert. Veritas Herzgut, Identitätserschleichung, Verbannung zu den Antipoden. Elias Nobel, Verfassen von Drohbriefen, lebenslange Haft. Honora Honnet, Rufmord, lebenslange Haft. Da ist doch alles, einfach alles im Arsch. Der Richter schloss auf eine Ansicht an, jedweder Mangel an Beweisen für die gemeinsame Verschwörung mit einem Verräter sei an sich bereits ein Beweis, dass sie etwas zu verstecken hätten.
Das muss man sich mal vorstellen, Leute. Wenn es keinen Beweis gibt, ist es ein Beweis dafür, dass wir es zu verstecken haben. Und wenn es einen Beweis gibt, ist ja logisch, weil es ist ein Beweis. Also so oder so, sie können nur verlieren. Alles in allem hätte sein Urteil sehr viel schlechter ausfallen können. Wenngleich ich nicht verpflichtet bin, diese Details zu erläutern, war ich der Ansicht, dass die Fakten in diesem Fall für Sie als einen Kollegen der Rechtsprechung in Zukunft von Interesse sein könnten. Hochachtungsvoll, Edward Good. Sieh nur, das sind genau die Menschen, denen Vater am meisten vertraute. Anwälte, Ärzte, Akademiker. Ich hätte nie gedacht, dass er so korrupt sein könnte. Wir müssen diesen Fall vor die höchste Gerichtsbarkeit bringen. Er weiß jedenfalls, wie man Kritiker zum Schweigen bringt. Ja. Jetzt ist halt die Frage, die Gefangenen, ich meine, jetzt wissen wir alles. Jetzt können wir die Gefangenen trotzdem zu ihm bringen oder halt zu Sir Archibald Blake. Es gibt sicher Leute, die sich jetzt sagen würden, hey, bringen wir trotzdem die Gefangenen zu Blackworth, aber ganz ehrlich, wobei es eigentlich cool ist, dass er jetzt trotzdem noch gehen würde. Ja, ich könnte es machen. Ich könnte es eigentlich machen, aber ganz ehrlich, also irgendwie... Nee. So bin ich nicht drauf, Leute. Ist eigentlich sein Ansitz hier? Oh. Anklicken geht gar nicht, dann schlecht. Wie sieht es eigentlich aus hier mit den Würsten? Das ist besser, das ist gut. Oh, Schnaps. Oh, die Schnapsbrennerei. Was geht hier vor sich? Ich sehe es. Zack. Keiner soll Überstunden machen, außer vielleicht die hier. Was haben Sie da im Schlepptau? Leider viel zu viel, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Hat er tatsächlich? Herrje, ich werde mit Edward ein ernstes Wort reden müssen. Lassen Sie diese Menschen in meiner Obhut und nehmen Sie dieses Schiffspatent. Sie haben es sich redlich verdient. Dankeschön und tschüss. Das ging dich nichts an. Und welches Recht hat die Krone, sich in meine Belange einzumischen? Welches Recht? Wir alle sind Ihnen überaus dankbar für das, was Sie getan haben. Ihr Vater wäre mehr als stolz. Danke, zu viel der Ehre. Ich bin so erleichtert, dass unsere Rechtmäßigkeit nicht länger in Frage steht. Wenn ich die Augen schließe, rieche ich schon den Teer und sehe von Vaters Zimmer aus die Masten schwanken. Geht mir ähnlich. Ach ja, da war ja was. Zuck. Warenaustausch. Wir bräuchten noch ein bisschen Ziegel. Alter, will 26 verdammte Tonnen Ziegel haben. Das ist nicht mehr ganz knusper. So. Schieben wir mal ganz schnell hier runter. So, Sir Archibald Blake. Ihre Majestät hat nur wenig Geduld. An Ihrer Stelle würde ich mich beeilen. Ich bin schon dabei. Ganz gechillt, Alter. Lecco mio und so. Okay, zurück zum Thema. Die Bretter, die sind dabei. Fische gut, Schnaps gut, Arbeitskleidung gut, Würste gut, Segel gut, alles gut. Zumindest in der Theorie. Ich schaue mir die Kinder an und frage mich, ob diesmal besser haben werden. Wow. Tun gerade so, als wären sie irgendwie, würden sie total schlecht und mies gehen, alles mögliche. Getreidefarm, Mühle plus Bäckerei. Ja, hier sehen wir es aber mal ganz gut, wa? Getreidefarm in einer Minute 1 Tonne. Gut, wir natürlich nach dem Prinzip von hier oben vorgehen. Wir werden beobachtet. Aha. 30,1 von dem her.
Wird das hier bedeuten, eine Getreidefarm, eine Bäckerei, 2 Mühlen? Nee, umgekehrt. Mit. Hä, bin ich jetzt? 30-1. Flugblätter, Streiks und Meinungsfreiheit. Wenn uns die Bonzen das nehmen wollen, dann nehmen wir ihre goldenen Löffel und stecken sie ihnen sonst wohin. Gut gesprochen, Löwe. 2 Getreidefarmen, eine Mühle, 2 Bäckereien. Das will ich sehen, ey. Das will ich sehen. Mühle, Mühle, Mühle. Hä? Geht gar nicht auf die richtige Seite. Crazy. Ah, fuck. Falsch platziert. So, hier oben hin wollte ich es eigentlich haben. Bäckerei. War ganz ehrlich. Das wäre dann so, dann wäre die Straße folgt. Warum haben wir das jetzt so gemacht? So. Ernsthaft, das geht gar nicht mal. Das ist so. Ist jetzt auf der richtigen Seite? Ist ja egal. Ich weiß halt, ich brauche jetzt eigentlich für das Kapitel gar nicht mehr, was ich jetzt hier mache. Aber ich hab Bock drauf. So, ich brauche ja verdammt viele Felder. Ich bin gespannt. Also. An Gebäude angrenzen, ne? Also, da geht's gar nicht mehr. Limit erreicht. Mir gefällt... Was? Kann ich ein einzelnes zerstören? Warte mal ganz kurz. Das muss gehen. Ah. Die Geräusche, ey. Irgendwie auch cool. So. Wollen wir doch mal sehen, wa? Ob diese Relation echt aufgeht. Oh, das kostet Geld. Alter, landet auch voll im Arsch. Aber der Kraft geht zwar, also haben wir einen restlichen Ziel noch gebraucht. Ne, shit happens. Das ist natürlich jetzt... geht. Geht. Das ist vielleicht hier ein bisschen unpraktisch, wollte ich hier noch eine zweite machen und das einfach die andere Seite machen. Oh. Naja. Ist ein anderes Thema. So, bin ich jetzt schon bei... Hä? Bin schon längst da.
Ernsthaft? Sie haben es in vollen Zügen genossen, stimmt's? Geht so. Wenn ich mir diese kleine Flapsigkeit erlauben dürfte, allererste Sahne. Immunitätsbrief. Wird nach Gebrauch zerstört. Das kann man theoretisch auch, ja, vielleicht bei Piraten einsetzen, vielleicht auch bei Edward. Ah ja, stimmt, treffen wir eigentlich im Verlauf des Story-Modus noch auf Edward? Das wäre mal eine interessante... Quatsch, ich meine auf Piraten, sorry. Wäre interessant zu wissen. Ich meine, rein theoretisch gesehen ist Edward schon sowas im Pirat, aber ihr wisst, was ich meine. So. Oh, hier ist wieder eine Questaufgabe. Ich würde Sie nicht danach fragen, wenn ich nicht wüsste, Sie verstehen mich. Immer so mit dem alten Howard. Wir haben unseren Protest für den 19. geplant, aber nein, dann geht der 19. ganz allein. Sein schlechtes Gehör kostet uns nach unseren Ruf. Bringen Sie ihn bitte zum Schweigen. Was? Meine Frau meinte, ich könnte Sie ja mal fragen. Finden und holen Sie alter Harold. Wie soll ich jetzt hier einen alten Harold finden? Harold. Ja, dich meine ich. Bist du alt? Ja, man, ist ein tolles Bild. Hey, Sie haben Wort gehalten. Ja, Leute, ganz ehrlich, ich bin halt, was das anbelangt, ein alter Aluhase. Also ganz ehrlich, das ist gar kein Problem. Rücken Sie endlich damit heraus. Zurück auf dem Pfad der Tugend. Oder so. So, mal gucken. Habt ihr schon Brot? Sieht noch nicht so aus, wa? Sie bringen es zwar dahin, das sieht soweit gut aus. Der macht Mehl daraus. Der kommt mit dem Brot. Das Verhältnis stimmt, ist eben die Frage, wa? Also ich persönlich glaube ja schon, dass irgendwie so aufgehen könnte. Oder eben auch müsste. Aber es kostet... Gut, wir haben wieder ein bisschen Kohle, also kein Problem soweit. Mir fehlen die Rohstoffe. Mhm. Die Mühle mal ein bisschen schneller drehen soll. Aber hier ist nicht das Problem, wa? Die liefern schon ziemlich flott. Schönen Tag auch. Ja, die muss mehr arbeiten. Schönen Tag auch. Aber ich kann es ja verstehen. Jetzt grenzt das hier an. Da finde ich jetzt eigentlich auch nicht so schön. Aber egal. Will ja mit der Siedlung keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Zumindest noch nicht. Hey. Brunnen. Und ihr glaubt nicht, Freunde, aber der Part ist wieder fast vorbei. Alter, leck mir da am Sack. Okay. Gut, wir müssen ein bisschen hinmachen. Segelschiffswerft. Wird aber richtig teuer, wa? Ach du Scheiße. Oh, diese Kolosse. Okay, wir brauchen noch ein paar Arbeiter mehr. Zumindest solche Arbeiter. Wir haben generell gerade wenig Einwohner. Machen wir ein paar Einwohner mehr, wa? Wo? Hier oben? Will ich da... Vielleicht eher hier, wa? Ich will eigentlich ja nichts bauen. Hier wäre eine Option. Wobei, hier direkt dran. Das wird gehen, wa? Spielstand gespeichert. Jo, schon wieder soweit, Freunde. Es ist einfach, es ist
Unfucking fassbar. Wie schnell es geht, wenn man einfach Spaß hat, wa? Wobei, ja, ist noch nicht ganz 20 Minuten. Oh, fast. So, das heißt, viel können wir hier nicht mehr machen. Bilanz geht auch wieder hoch, weil ich jetzt halt ein bisschen Brot habe. Wie sieht es denn jetzt hier genau aus? Da ist alles super. Der ist dabei. Ihr habt auch zu tun. Perfekt. Soll also funktionieren. Wie sieht es jetzt hier aus? Haben wir noch ein paar Ziegel? Okay, gut, wisst ihr was? Bretter kein Problem, die Ziegel schon eher. Komm, komm. Boot, 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 Boot. Oh, die Fische gehen zurück. Jetzt haben wir doch zu viele Einwohner, wa? Jetzt kommen die Fische nicht mehr hinterher. Das ist natürlich scheiße. Machen wir einen zweiten Fischereihafen. Fischereihafen. Zweite Fischerei, Mensch. So, geht doch. Das war keine Blauphase. So. Die erste Schiffswerft unserer Stadt. Dieser denkwürdige Moment muss einfach eingefangen werden. Jo, das finde ich auch, aber das machen wir in der nächsten Episode, liebe Freunde. Und zwar mit diesem relativ geilen Bild. Sage ich wieder mal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Anno 1800, der Kampagne. Und so wie es aussieht, wenn ich das richtig im Kopf habe, wird spannend. Bis dahin, ciao, ciao.